Ja, Leute. Wieder einmal mussten wir uns hier geschlagen geben bei Xenoblade Chronicles das letzte Mal, aber das soll nicht so bleiben. Denn ich habe mir jetzt etwas überlegt, damit dürften jetzt zwar viele von euch nicht einverstanden sein, aber ganz ehrlich, das Spiel, beziehungsweise manche Szenarien da drin, manche, ich sag jetzt mal, so schön formuliert, manche Szenarien und so. Das Spiel im Ganzen, schön und Ganzen ist ja ganz schön und zum Großen und Ganzen, aber es gibt einfach bestimmte Dinge, wo ich sagen muss, sind einfach nur total mies. Wie zum Beispiel das Kampfsystem, beziehungsweise das ständige Ableveln und so, weil die Gegner immer so stark werden, dass man irgendwie auftritt gegen einen übermächtigen Gegner, der halt nur ein Level höher ist, keine Chance, das kann es nicht sein. Vor allem nicht, dass ich hier ständig so viel Zeit verbrauche und deswegen, wenn wir das künftig ein bisschen anders machen, sprich, ich werde es dann noch maximal einen Versuch brauchen. Wenn es halt nicht klappt, muss ich mich da ein bisschen durchmogeln, mit halt durchschlagen und so, Gegner umgehen und so. Gefällt mir auch nicht, ganz ehrlich, aber wenn es halt nicht anders geht und ja, das ist halt das eine. Vor allem halt, wie gesagt, das Spiel ist gigantisch, was auch durchaus ein Vorteil sein kann, keine Frage, wenn es halt doch trotzdem immer so gigantisch ist und halt so viele Zeit beansprucht, vor allem halt irgendwie die eigenen Charaktere abzugraden, die ganzen Items auszuwählen oder halt irgendwie auch eine Strategie auszudenken und so. Da kommt halt schnell mal das Gefühl aus, als würde ich ihnen das Let's Play unnötig in Länge strecken wollen oder irgendwie auch automatisch das machen und das will ich nicht. Vor allem halt auch, weil ich gesagt habe, das Let's Play sollte schon in geraumer Zeit mal enden, weil ein Spiel, das halt so lange dauert, ganz ehrlich, das hat irgendwie für mich einen bitteren Nachgeschmack. Das will ich auch nicht, vor allem bei Xenoblade nicht, weil es eigentlich ja ein geniales Spiel ist. Deswegen macht das halt so, dass da halt bestimmte Szenarien überspringen werde oder so. Oder zum Weg gehen werde, wie jetzt zum Beispiel da. Wo ist der? Ah, da ist er. Ja, den zum Beispiel, dass ich den einfach gekonnt aus dem Weg gehe. Oh, das war das Falsche. Und den gar nicht mehr anfassen. Weil ganz ehrlich, das Vieh Level 41, wir sind 3 Stück auf Level 40, wir sind trotzdem zu schwach dafür. Also muss entweder meine Waffen irgendwie upgraden, andere Waffen auswählen, die ganzen Waffen abgleichen, ich muss neue Ätherkristalle auswählen, Ätherjuwelen, das mag schon und gut sein, aber ganz ehrlich, das dauert zu lange. Ich mache fast ein paar nur dafür und das kann es nicht sein, dass das so lange dauern soll. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da lobe ich mir The Last Story, da war es viel besser geregelt, da war es auch ein tolles Kampfsystem, waren auch schwierige Gegner mit dabei. Also war nicht so übel, dass du irgendwie... Bin eigentlich alle hin. Also war nicht so übel, dass du irgendwie ständig dir Gedanken machen musstest, das funktioniert nicht, das klappt nicht, die Gegner sind zu stark. Und du hast nicht so viel große Auswahl oder irgendwie... Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Man das Ganze hier mit Techniken hier und Talentbäume etc., die ganzen Waffen, was man alles kriegt, ständig upgraden muss in Juwelen und so. Es ist gigantisch, das stimmt. Es ist ja auch schön, dass es so gigantisch ist, aber für meine Let's Play-Verhältnisse ist es einfach zu groß. Deshalb habe ich ja auch im letzten Part noch gesagt, Xenoblade Chronicles, wenn es wirklich die Hälfte erst sein soll, wieso nicht 2 Spiele draus machen? Jetzt kommt er schon wieder. Lass mich in Ruhe, dämliches Viech. Ich renne einfach nur durch, genau wie bei dem. Ich renne einfach nur durch, weil er mir auf die Senkel geht. Autsch. Wo muss ich eigentlich hin? Ah, da sind natürlich noch mehr Typen. Um die kümmern wir uns gleich, Freunde. Um die kümmern wir uns gleich. Weil wir hier ein bisschen oben sind. Da hat sicher noch mehr. Also dann, los geht's. Das dürfte eigentlich klappen soweit, denke ich mal. Impuls für uns noch. Das ist natürlich immer eine gute Idee. Schlafen, das müsste mir gewesen sein, hoffe ich zumindest mal. Ja, vielleicht ist das ja auch eine Strategie, einfach Gegner auszuweichen, eine Falle zu locken und so. Ich meine, hat durchaus was, ist auch im Real Life auch so. Da kannst du auch nicht immer einen offenen Kampf suchen, musst auch ein bisschen tricksen und so, die Gegner ein bisschen aufteilen. Von daher, vielleicht ist das eine Strategie und ich habe die ganze Zeit natürlich einfach nur einen Fehler gemacht. Kann natürlich auch sein. Kann man treffen auch wieder mal? Ah, geht doch. Ey, Melia, machst du eigentlich gar keinen Schaden mehr, oder was? Melia, du gehst mir auf die Nerven, mach doch mal Schaden, Mensch. Kann mir gar nicht vorbei, Mann. Alter, das kann's...
Nee, nicht schon wieder. Ich habe keinen Bock drauf, ständig zu verlieren. Was mache ich denn falsch? Ich muss hier weg, ganz einfach. Aber ich kann gar nicht bewegen. So, jetzt weg hier. Alter, ich hasse das. Ich will nicht weglaufen. Natürlich sind da unten schon die nächsten Gegner. Und der Flugtyp bekommt auch noch. Deshalb. Ja, das erklärt natürlich einiges. Er kommt jetzt schon wieder. Lass ihn doch mal in Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. So, komm schon auf die Seite. Mann. Nein, denk mal auf dich. Natürlich, der kann gar nicht mehr. Nein, auf dich lenken, habe ich gesagt. Wenn man dich angreifen kann. Sag mal, Alter. Hörst du schlecht? Also Teamkämpfe hier sind ein bisschen Müll. Ganz ehrlich. Jetzt kommt der schon wieder. Alter. Das Spiel kann ein bisschen, sehe ich gerade. Er greift jetzt an. Ja, wer ist es denn überhaupt? Ich sehe es gar nicht. Ah, der ist ja gut, der kommt sowieso nicht mehr dazu. Der ist erledigt. Tschüss. Nein. Schuld, ich hab gesagt, du sollst wegrennen. Giftpfeil 1, ja, ist ja schön. Auf Ryan von mir aus. Also Melia ist auch nicht gerade eine große Hilfe, wa? Ja, dann geht ihr doch mal drauf. Ich hau ab. Tschüss. Hey Mann, wir sind Level 40, muss ich wirklich ständig trainieren, so abgesehen von der Story und so, abseits von der Story mäßig. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Man Rollenspiel hin und her, man kann sich übertreiben, ey. Ziemlich hartnäckig, wa? Achso, der ist es. Oh Mann, ich sehe gerade. Also Schulk alleine hat irgendwie auch keine Chance, wa? Dann nochmal schwanken und... Geht doch. Und das war's. Und dann kommt auch wieder. Uns geht's gut. Ja, ich sehe es. Feiner Kuttelkristall, Mondverteidiger. Da muss ich echt mal die Waffen upgraden. Aber ich kann doch nicht irgendwie ständig die Waffen wechseln und so. Meine ganzen Waffen abgleichen dauert auch immer wieder so eine Ewigkeit. Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, es ist einfach ein bisschen zu viel für ein einziges Spiel. Aber gut, damit muss man halt abfinden. Das geht natürlich in Ordnung. Als Gamer, als Zocker, dem eigentlich die Story und so alles weiter gefällt, auch sonst Gameplay und alles, der einfach das Gefühl hat, ja, es ist einfach ein bisschen zu viel des Guten. Der muss auch mit sowas zurechtkommen müssen. Bam! So, der erste Gnome, wenn ich bitten darf. Aber echt, Melia ist ein bisschen die falsche Wahl hier, weil ich meine, macht ja auch gut Schaden, aber trotzdem mit dem Ätherangriff habe ich mir ein bisschen mehr erhofft von ihr. Auch sehe gerade, ich mache ein ganz gutes Level ab, wa? Level 40 schon bald. Aber trotzdem, das kann sich sein, dass man ja ständig trainieren muss. Ja, good thing on him und so. Was haben wir hier Schönes? Irrefletschins, Böenschuss, Nachtlochtstab, klingt natürlich alles wunderprächtig. Was nicht wieder? Ja, das sind alle 3 Stücke Kuttelluxusholz. Können Jahre genau zu bringen, alte Windmühlen zu reparieren. Muss garantiert irgendwie eine Sidequest sein, weil irgendwie, wenn das Hauptstory alles gehört, diese ganzen Zukunftsvisionen, dann ganz ehrlich, Freunde, bin ich echt noch lange dran in diesem Spiel. Aber es macht ja Spaß. Also, wie gesagt, ich muss einfach ein bisschen Gift dann sagen, Monado aktivieren, was doch war jetzt alles. Halt kontinuierlich die Kabel des Ziels, ja, wissen wir bereits alles. Nichts Neues. Ich muss einfach taktischer vorgehen und die Gegner halt einzeln vorknüpfen. Was irgendwie auch ein bisschen logisch ist, natürlich, außer der kommt. Wir haben keine Chance gegen den Typen. Es geht nicht. Autsch, autsch. So, Gift kommt natürlich auch noch hier dran.
Lasst uns doch einfach nur durch. So, da kommen noch mehr Gegner, ich weiß. Man kann sich zumindest vorstellen. Oh, muss mich schnell heilen, schnell heilen. Alter, mach doch mal. Ja, jetzt macht das Mensch. Das hat ja gedauert. Mir ruckelt es gerade ein bisschen, dann kann ich halt gar nicht gebrauchen. Boom. So, 3 Leisten voll, das ist sehr schön. War natürlich wieder zum Beleben, ich sehe es jetzt schon kommen. Zack, einmal auf die Fresse, sehr schön. Oh, einer fehlt noch. Heilen schnell, ich bin vergiftet, sehe ich gerade. Oder ist es irgendwie ein anderes Zeichen? Muss anders sein. So, der nächste. Wo ist jetzt der? Dankeschön. Wo ist er? Wo ist der Gegner? Ach, der ist, wo wir zuerst draufgehen. Von mir aus. Sowieso schneller. Erst auf die Kleinen, dann auf den Großen. Ich hoffe nur, der ganz Große kommt nicht. So, Wein bitte umwerfen. So, und der nächste. Ja, seht ihr, jetzt geht's doch. Jetzt geht's doch. Da wird's ihn glatt um, hey, alter Schwede. So ein bisschen hinten kratzen, wenn ich bitten darf. Sehr schön. Noch einer. Noch so ein Knoben von mir aus. Schnell, solange noch liegt. Und wo er sitzt, natürlich war es zu spät. Das war ja klar. Hoffentlich der Große kommt nicht mehr, sonst muss ich wieder ein bisschen fliehen. Und der letzte hier. Aber ich sehe gerade, wir haben jetzt etwa 4-5 Gegner besiegt. Wie sieht es aus mit dem Level up? Kaum Erfahrungspunkte. Ist das mies. Also das... Da muss ich mich echt anstrengen, Leute. Yeah. So. Wenn das auch erledigt. Schatztruhe. Bitte keine Gegner hier oben. Bitte keine Gegner. Schön. Bitte hier oben keine Gegner. Bitte keine Gegner. Ich möchte doch nur. Was heißt, das fliegende Vieh müsste weiter unten sein, hoffe ich mal. Wie hoch geht's dir noch überhaupt? Och nö. Pelager, oh gut, das ist Level 40, von dem her geht's eigentlich noch. Das ist ein Endboss-Freund, deswegen Melia war schön mit dir, aber es ist mir ein bisschen zu gefährlich. Charla für die Heilung, es lebe Charla, unser Dream Team. Dann wäre eigentlich auch noch cool, aber hier komme mit dem einfach nicht klar, aber egal. Der Wiki natürlich auch, das ist eigentlich auch noch cool, aber eben hier habe ich irgendwie Probleme mit denen. Alter, Level 40, er macht trotzdem so einen Damage. Eine gute Nacht dann. Boah, ist das übel. Na gut, jetzt geht's eigentlich wieder. Wir machen eigentlich den meisten Damage von uns. Ich habe das Gefühl, dass Ryan viel mehr Schaden macht als wir. Ich will riskieren. Ja, komm, no risk, no fun. Oh Mann, wieso denn bloß? Jetzt hat sie zweimal angreifen. Ich könnte gleich weitermachen, aber nee, damit wird's wohl nichts. So, von hinten, das stimmt eigentlich. Langsam machen, wenn es geht. Immun dagegen, ja, war ja klar. Einen brauche ich jetzt nicht, da der Schall dabei ist. Das ist cool so. Ja, so schaffen wir es. So kriegen wir es hin. Ich bin Feuerflamme! Komm, ein Schattenauge für Sankt Wut. Ich denke, das ist schon vorbei. Kommt die plötzlich her? Wo kommen die Gnome her? Oh, Schala, Hilfe! Also wieder voll, natürlich, war ein bisschen spät dran. Mann, geht endlich mal Daumen, Freund. Oh, Entschuldigung, war falsch Move. Nein, ich wollte eigentlich Schattenauge. Dankeschön.
Yeah, so macht Spaß, Freunde. Den Kleinen auf die Fresse geben. Er schwankt ein bisschen, jetzt kriegt noch was von hinten, sehr schön. Jetzt kriegt noch was von der Seite, was gerade so schön passt. 1100 bloß. Oh, die ist vergiftet, ja, ganz schnell. Und einmal noch, das war's. Jetzt noch der letzte. Da sind es noch zwei, ne, wir haben nur noch einen. So, geht da. Na, seht ihr, Freunde, ich beklamme zwar immer wieder zwischendurch, aber es macht trotzdem Spaß, das Spiel. Ich finde es so teilweise ein bisschen unfair, daran liegt es vermutlich eher, weil ich da ein bisschen verpeilt bin. Und ich steige, wie das Spiel eigentlich richtig funktioniert. Das wird's wohl eher sein. Das war's. The Power of the Monado. Ja, bald Level 41, Freunde, das ist natürlich auch sehr schön. So, und jetzt, wie viel Zeit habe ich noch? Wow, wo kommt der plötzlich her? 38 bei den Typen, der wird toll. Da müssen wir eigentlich hinkriegen, oder einen? Täuscht mich oder macht die Erschütterklinge, obwohl er gar nicht liegt, mehr Schaden als irgendwie so eine Klinge hier? Finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Wine, was treibst du da? Bitte lenk mal ein bisschen ab von mir. Ja, dann eben nicht. Ah, jetzt geht er so von hinten. Zack, geht's von der Seite. Ist der bald mal down, hey, meine Fresse. Ah, geht doch. Immer einen Rückschlageffekt noch. Erschütterklinge und zack. Der letzte, den ich bitten darf. Der letzte in der Reihe. Widerstanden. Na, das war ja klar. Widerstanden. Na, war ja klar. Aha, geht auf sich aber nach unten. Sehr schön, sehr schön. Jetzt mach dich platt, Alter. Wow. Kannst bitte kurz heilen, Scharlach? Ich möchte gerne was testen. Dankeschön. So, jetzt aber. Halbier Karpe. Jetzt aber. Mit Scharlach im Team ist natürlich die Super-Kombo. Wenn ich mich heilen würde, wäre es Super-Kombo gewesen. Alter, was kann jetzt die ganze Zeit darauf, ey? Kommt noch ein paar, oder war's das? Ja, ich glaube, das war's. So, aktivieren ja, Freunde, und dann wird es Zeit für die Gefängnisinsel. Yeah, Mann. Die Tore der Schwestern. Handlungsmission. Um die Tore der Schwestern zu öffnen, musst du die beiden Siegel auf der Katori-Siegelinsel und der Sultnar-Siegelinsel brechen. Die Tore der Schwestern sind nun offen. Einfach nur der Hammer. Jetzt kommen wir endlich zur Gefängnisinsel, Leute. Ach, ich freue mich so. Doch erst muss der Typ da unten noch verschwinden. Ich möchte jetzt gerne mal mit Melia versuchen, denn ich habe da einen Plan. Man spricht einen Riesendino und einen fliegenden Dino platt machen. Das müsste theoretisch funktionieren. Hallo Spiel? Achso. Doch gerade wer abgestürzt. Zeitmäßig haben wir noch 1-2 Minuten übrig. Das reicht gerade noch, um den mal ein bisschen zu besuchen, wa? Was ist denn das da? Egal. Seht ihr nur, es klappt. Da unten fliegt er gerade, ich sehe ihn. Und er sieht uns, glaube ich, auch, oder? Oh, scheiße, das war jetzt nicht klug. Ah, da oben ist er. Na, komm runter, komm runter. Will er gar nicht mehr? Kleiner, ich will spielen, solange ich noch kann. Sind bereits hier. Da kommt er, dreht seine Runde, wir müssen uns gleich entdecken. Na, wo fliegt er hin? Wo fliegt denn der lang? Hallo? Kumpelino, wo bist du denn? Seh nicht.
Wieso ist der wieder... War der vorhin schon da? Nein, die sind alle wieder gespawnt, die sind alle wieder gespawnt. So. Wir müssen es gleich entdecken, hoffe ich mal. Hä? Alter! Verarscht mich gerade? Wo ist der hin? Ich wollte gerade mit Melia was testen. Da fliegt er davon. Nee, Freunde, wisst ihr was? Das müssen wir ein anderes Mal machen. Wir haben versagt, das ist natürlich Tatsache. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist leider so. Und die Ratte, wer es auch immer war. Spielt ja keine Rolle. Wir gehen jetzt zurück hier zur Zentralsiegelinsel. Ja, hier sind wir. Wunderschön. In der nächsten Folge werden wir dann sehen, was hier genau vor sich gehen wird. Also, dann wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und trotz aller Fails. Bis zum nächsten Mal bei Xenoblade Chronicles. Ciao zusammen.